Dat Fundament van dat biblische finanzielle System. Barmherzigkeit, dat Entlotungsjahr. Eine Menschheit, wat immer weiter von den Banken Geld liegt, wat bald tot in Schuld zijn. Die gesammelte Schuld von unserer Menschheit hat sich in den letzten 30 Jahren bedeutsam vermehrt und nicht bloß die allgemeine Familien stehen unter dieser Last. Die Entwicklung wird vorhersehbar. Wenn die Interesse immer ein bisschen höher ist als das ökonomische Wachsen, dann müssen die Gelieder zusammen nur teilnehmen, als die Ökonomie von das Land wächst. Dit wird bald, so als ein Schneeball, wird vom Eiweißraufralten immer grater wird und mehr Schwung kriegt. Dat is meest onmöglich, von dit lasterhafte Rad loszukommen. Dat einzige Ding, was dort halt, ist die Schuld aufschneiden. Dat is wirklich Gott seine Idee. Hij nennt dat ein Entlotungsjahr. Hij will nicht, dat eine Generation nur der andere in Sklaverei ist. Schuld aufschneiden hört sich gut an, besonders für den Schuldner, aber Lothar, wo wir auch noch davon reden, wo dem Kreditgeber dat auch gut hat. Gott hat dat Entlotungsjahr in sein finanzielles System mit angeschlossen, so dass Schulden nicht eine ganze Lebenszeit anholen und zukünftige Generationen eine Last sein würden. Dat Entlotungsjahr ist Gott seine Versorgung für Menschen, die den Fehler gemacht haben, dass sie Geld geliehen haben, dass sie loskommen und wahrer frei leben können, ob sie ihren Fehler erkennen oder nicht. Wenn dit ständig angewandt wird, ist dit ein erfolgreicher Weg, je in die Bedeutung von dat Geschäft von Geld liehen zu stonen. Dat Prinzip von dat Entlotungsjahr, det allem gut. Dat helpt die wat Geld uitliehen, dat sie dat bedenken, wem sie wat liehen und wo so. Die wollen dat nicht tun, daran Geld zu machen, wen dat voorts zu sein ist, dat het sehr wahrscheinlich ein Verlust für uns sein kann. Daher wollen sie bloß dann Geld uitliehen, wen sie helfen wollen. Dat Entlotungsjahr schafft so als dit. Eng von alle 7 Jahren muss die alle Schulden uitstrecken. Nur einfach, nicht so? Ja, das ist, aber hier sind die Einzelheiten. Jeder 7. Jahr soll jeder, wat schuldig sind, ihre Schuld vergeben. Dit ist, wat je im Entlotungsjahr tun sollen. Ein jeder, der an ein Israelit Geld geliehen hat, soll die Schuld strecken und vergeben. Er soll nicht ab die Tolling bestohlen von einem Israelit, der doch sein Bruder ist. Die Verzeihung, die hier bekannt gegeben wird, ist vom Herrn. Von einem Fremden kann je ab den Port bestohlen, aber deinen Bruder sollst du vergeben. Der Herr jün Gott wird jün sehnen an dat Land, want hij jünt aus sein Aufgaut jaft, und da waren keine notliedende Mann jün seinen, wann je dem Herrn jünen Gott gehorchen worden, und je abpassen worden, dat je das ganze Gebaut holen, want hij jünt von da geef. Der Herr wird jün sehnen, kriegt so, was hij versprochen hat. Die waren an viele Länder uitliehen und von keine selbst liehen, die waren Macht haben über viele Länder, und die waren nicht über jünt Macht haben. 5. Mose 15, Vers 1 bis 6. Dat Entlotungsjahr ist so eine wichtige Sache, dat ich dort wagt zu sagen, dat dit das Fundament von Gott sein ökonomisches System ist. Dat dreht dat weltliche Driven für Geld liehen trägt. Dat Geld uitliehen, daran einen Verdienst zu machen. Bei Gott ist dat aber anders. Wenn du wirklich wem helfen wirst, dann gewinnt, was dir fehlt. Wenn du wirklich einen Gewinn tragen wirst, dann vergebt dat uitgelieden. Bemerkt Gott seine Werte der Juden. Der Herr wird jüns sehnen. Wo trägst du für? Ein paar Prozent Interest oder wann Gott dat mal nimmt? Wer würde die Dollar sehnen können? Der Schuldner, durch dem, dat hij die dat gelieden mit Interest hoop teruggeeft, oder Gott? Ich trage Gott seinen Sehen bei weit für. Besie dit, Interest op uitgeliedet Geld ist miserablich wenig. Dat ist einfach nicht genug. Bloß etliche Prozent von Hunderte, dat ist miserablich. Ich will mehr, und dat kommt von Gott. Wir müssen unsere Denkweise ändern. Seien und Eifsten sind Gott seine allgemeine Prinzipien. Wenn ich ein Sodkorn an die Erden andau und dat sterben lot, dann habe ich die Hoffnung. Ich weiß noch nicht, wo die Arnd sein wird, aber ich habe die Hoffnung, dass ich 30, 60 oder 100-mal so viel ernten war. Gott sagt, dass du keine Armut sein soll. Dit ist auf ein anderes Prinzip gegründet. Wir sollen uns versichern, dass sich das Kapital von jeder einem in der Gesellschaft vermehrt. Jeder einer soll ein Port davon haben. Aber dort wird sicher nicht passieren, der Geld liegen auf Interest. Weil wir einmal nur den Unterschied kicken zwischen Gott sein Weg und der Welt ihr Weg. In der Welt sieht das so aus. A liegt bei eine Summe Geld, und B macht damit einen Gewinst und gibt A ein Teil davon in der Form von Interest. Vermehrt B sein Kapital damit,
bloß ein ganz kleines Beet, heimat seine Schuld auftolen, en ewa dort noch ein Port von dem Verdienst geben. En, je mehr uitliet, je daller wost zijn kapitol im Vergleich mit dat kapitol von seinen Schuldner. Wordt rik von bei. Gott will aber nicht, dat wat rik in andere arm sind. Hij will, dat alle gut versorgt sind. Hier ist Gott sein System. Sitzt bei sein Bedürfnis und sagt, die fehlt wirklich halb zum Wiederkommen. Ich wo die wat liehen, versiegt mir dort ein 6 Jahr trägt zu geben. Dit trifft nur, dat sein Kapitol waschen kann. Haft sein Kapitol investiert in, hier kommt die Ändernis nennen, Jeff dort besieht sich selbst als eine Gesäde Sod, so dat die Kienen in viel Frucht tragen kann. En der Herr sieht, du hast recht geseinen, ich post ab, dat ich mein Wort hol. Jeremia 1, Vers 12. Gott wird uns sehen, wie er sein ökonomisches System schafft, ganz versicher. Ich persönlich trage Gott seinen Sehen für die Interesse von einem Schuldner. Weil wir lehren, biblisches Lehren als eine Inversion anzukicken. Gott prüft mich auf, zu sein, als ich losloten und vergeben kann, oder auf ich darauf bestehe, alles anzusaten, dort Trick zu kriegen. Sicher waren einige sagen, ich will dort Trick haben, das ist dort für mich ein Verlust. Nee, dort ist nicht ein Verlust. Für 1 Hektar Land brauchst du ungefähr 5000 Kornkäner, eine gute Ernte zu haben. Was passiert, wenn du über bloß 2000 Käner säst? Wo wird die Ernte dann sein? Wo ich krieg so viel Ernten können? Sicher nicht. Der Gedanke, was hinter Schuldentloten steht, ist dieser. Dort et nicht ut, wo viel ich nur meine Meinung verliere. Wo sich dort Müll genommen haft, ist mir aus genug. Wenn ich ein Beet gebe, wo ich wenig ernten. Aber wenn ich frühjährig gebe, wo ich richtig ernten. Denkt daran, wer sparsam seid, wird auch sparsam ernten. Wer aber mit voller Hände utstreut, wird richtig ernten. 2. Korinther 9, Vers 6. Dit ist eine wirkliche Herausforderung für unsere Denkweise. Dit bedeutet, dass wir uns von der Denkweise von dieser Welt wegdrehen müssen. In das weltliche Kreditsystem habe ich schriftlich die Kraft, den Schuldner Druck abzuleihen. Aber in Gott sein ökonomisches System kann ich bloß vertrauen, dass Gott mich sehen wird und mir dort mal genommen geben wird. Sind wir willig, dort zu tun? Dit fordert eine Entscheidung zu ändern. Weil wir das Wechsel von Werte, diese Ändernis von Denken und Weg von Arbeiten in uns passieren lassen, dort ist ein Wagen in ganz am Gegensatz, zu wo wir zu denken gelehrt haben. Geben und Vergeben sind wichtige Prinzipien, Gott seinen Sehen zu erfahren. Mit anderen Mitgliedern zu sein, ist ein wichtiger Port für Gott sein Sehen. Aber, wenn ich in Schuld sehe, kann ich nicht für Mitgliedern oder Barmherzigkeit werden oder dort erwarten. Ich sehe davon aufhängig, wat mir dat Lied wel, en allgemein sie ich schuldig, die Schuld aufzuholen, so als die Welt früh in 2. Königsfeier. In Nehemia 5 lesen wir, wo die Menschen, der geliedet Geld, die rijke meesters ihre Diener in Skloven geworden wären, worauf Nehemia der Utlier dodelt in Schuldentlotung verlangt. Durch das Volk entstand eine große Untefriedenheit. Die Männer in ihrer Frühes kämen noch mehr und beklagten sich über ihre Stammbrüder. Einige sehen, wir motten unsere Sehns und Dachter durch jeden Saten, Getreide zu kaufen, dort wir eten und leben können. En andere sehen, wir motten uns Ackerland, Wiengordes und Hieser durch jeden Saten, an unsere Hungersnot Getreide kaufen zu können. En noch andere sehen, wir mussten uns Ackerland und Wiengorden durch jeden Saten, zu Geld zu kommen, den König Tagstolen zu können. En sie sehen, wir sind doch so als unsere Brüder, von dasselbe Fleisch und Blut. En unsere Kinder sind doch so als ihre Kinder. En kijk, wir motten unsere Sehns und Dachter aus Skloven deinen loten, en einige von unsere Dachter sind all missbraucht worden, en wir können nicht durch jeden daunen. In uns Ackerland und unsere Wiengordes gehören andere. Als ich dessen Himmel schreiende Wied hielt, ward ich sehr ehrlich. En ich überled mir die Sache gut, und dann schuld ich die angesehene Männer in die Rotshaaren in See an. Will je einer dem anderen utnutzen, Interesse zu gewinnen? En ich brachte eine große Versammlung gehen an Topensee an. Wir haben unsere jüdische Brüder losgekauft, wat an die fremde Felder verkauft wären, so wie das uns dort möglich wir. En die wollen die nu selbst verkaufen, dort wir die Ware loskaufen motten, dann wären sich Stellen fangen keine Antwort. En ich seht, dort ist nicht gut wat gedaunen. Soll je nicht ein Furcht vor unseren Gott leben? Anders waren die Felder, wat unsere Feind sind, über uns spotten.
Ich und meine Brüder in mijn Freundschaft haben unsere Stammbrüder auch Geld in Getreide geliehen, aber wir wollen an diese Schuld stricken. Geeft dan vandaag doch je Ackerland, ihre Wijngaardes en Olivengaardes en Hisa terug, en strikt dan ihre Schuld, wat zij begint hebben, aan geld, Getreide, Wien en Öl. Dan zeiden zij, wir willen dat teruggeven en willen nichts van aanvorderen. Wir willen dat zo doen als du gesagt hast. En ik roep de priester en leid aanschrijven, dat zij dat zo doen worden. Van die tijd aan, als ik aangesteld word, de verwalter over dat land Juda te zijn, van dat 20ste jaar aan tot dat 32ste jaar, van dem König Artasasta, dat zijn 12 jaar, leende ik dat aankomen auf, wat mij en mijn Brüder als verwalter traf. Nehemia 5, vers 1 tot 12 en 14. Wanneer ik die zie wat geld uitgeleid heb, dan schijnt de schuld te ontloten de sicherste weg te zijn, om ons Reichtum te verlieren, waarin ik de schuld loslaat. Am Anfang is dat een verlust van ons eigendom en een toenemen van wat de schuldner eigent. In werkelijkheid is dat over de sicherste weg om mijn eigendom mol te nemen. Ik zei en ik armt. Gehoorzaam te God geef ik mijn recht op, indem ik te dem schuldner barmherzig zie, en dan wil God mij zegenen. Jo, Gott seine Denkweise, waar spricht onze Denkweise volken, en ons mag dat nicht sein. Aber wenn ich andere vergeef, mag ich mich selbst los. Sinnliche Denken mag dat klar. Wenn wir sagen, ich trage immer noch einen Euer über am, wer trägt hier die Last? Dat ist die Person, wat nicht verjeft. Aber Gott sein Segen hat noch mehr zu geben. Jeft in jünt wordt eine goude moed, doorgedrekt, taub geschädert en overval en de schuld gegeeft worden, wils met die moed, die je voor andere brokken, wordt jünt ook toegemeten worden. Lukas 6, vers 38. Noch ein Beispiel von Schuld entloten ist das Gleichnis von dem nicht vergebenden Diener in Matthäus 18. Die, wem er schuldig war, hat ihm eine große Schuld entloten. Und es steht, dass er diese Barmherzigkeit wiedergäuf, ging des Diener nu und verlangt dringend, dass er wat ihm eine viel kleinere Summe schuldig war, dat aller zurückgeben soll. Dorabhan tragt die, wat ihm die Schuld entloten hat, sein Losloten trägt, und schmeit ihm an die steht im Gefängnis nennen. Matthäus 18, vers 21 bis 34. Allgemein, wenn wir an das Gleichnis kommen, denken wir an die geistliche Seite von Sinn, aber ich glaube, dass Jesus mit Flieh das Verholen von einer materiellen Schuld mit annahm. Wo viele von uns haben je in Gott gesündigt und haben je in Arm übertreten und am beleidigt durch fehlendes Vertrauen. Im Vergleich mit dort ist Geld schuld sehr wat natet. Ich hab mir dort verdient, nur die Halt zu gehen für die Sünden, wat ich begonnen hat. Aber Gott hat die alle verjeft. Und dann will ich meinen Mitmenschen nicht von der Schuld von ein paar 1000 Euros lösen. Und wenn dort auch noch viele 1000 Euros wären, was ist dort im Vergleich mit das Leben, was mir gejeft ist worden. Das ist das andere Part von das Gleichnis. Wenn ich nicht verjef, sehe ich so als die erste Schuldner. Mir wird alles verjeft, aber ich verlangt meine wenige Euros zurückgeteilt zu kriegen. Will ich Segnungen in Leben haben, oder sehe ich mit etliche Euros zufrieden? Wir kennen das Prinzip von der Sündenvergebung und sind dafür dankbar. Aber wenn wir das in das dritte Teil von Jesus seiner Lösungswerk, was er am Kreuz erfüllt, auch an? Das Prinzip von ständig Schuld entloten schafft so als ein Knups, um was frisch anzufangen. Das ist ganz das Gegenteil von das Kreditsystem von dieser Welt, was darauf gegründet ist, dass die Schuldner seine Schuld betont. Gott sein finanzielles System aber ist gegründet auf Geben und Vergeben. Und ja, das System ist das Walsen von mein Reichtum, sehen, nicht abhängig von dem Schuldner, aber vom Herrn. Wenn du also Dollar gesehen sein wirst, dann sie freigebrig. Gott hat so viel mehr, was er dir geben kann. Und du wirst noch mehr davon kriegen, wenn du auf seinen Sehen rechnest, als wenn du das ausgeliehene Geld, was ab den letzten Cent kriegen wirst. Kann die, was Geld ausgeliehen hat, das annehmen? Die, was durchdacht, dat hij frei van iets en beheer weer, die mocht nu seinen Sinn darüber ändern machen. Ein guter Weg, um zu sein, was Wirklichkeit ist uit te finden, wo schwer dat für mich ist, einen, wat mich schuldig ist, loszulassen, frei zu machen und seine Schuld zu vergeben. Ist das alle bloß alttestamentlich? Nee, sicher nicht. Jesus leert im Neuen Testament auch, und dat ist für vandaag anwendbar. Dat wijst uns, wo wir denken und handeln sollen. Aber ich sage zu jünt, die mich hören, wijst lief zu jüne Feind, und dat die goudet, die jünt nicht leiden können, sehen die jünt pflegen, und bet für die jünt beleidigen. Und wer die auf eine Berg schlägt,
dem hol de andere ook aan, en wann die weer den weinig wegneemt, dan jef hem ook dien hand. Wer die om wat prachat, dem jef dat, en wann die weer dat dien je wegneemt, dan vader dat niet terug. Dout je dat veranderen, wat je aan worden wensen voor jun te doen. Wat heb je voor een dank dafür, wann je lui voor die haben, die jun goud zijn? Wils de zinder zijn ook die goud, wat aangoud zijn. En wat heb je voor een dank dafür, wann je die goudet doen, die jun goudet doen? Wils dat doen de zinder ook. En wann je die lien, van die je dat rekenen terug te krijgen, wat heb je voor een dank dafür? Wils de zinder lien andere zinder ook, van die ze rekenen krijgt zoveel terug te krijgen. Aber wist dat je lief haben für jene Fiend, dort goudet en lied, door wo je nog rekenen terug te krijgen. Dan wordt je loon groot zijn en je worden den allerhechsten zine kinderen zijn, wils hij heeft ook een jammer hoort voor de ondankbare en die wordt aanrecht doen. Door wie je hebt erbarmen, groot zoals je een vader erbarmen heeft. Dout niet rechten, dan word je ook niet gerecht worden. Verdammt anderen niet, dan word je ook niet verdammt worden. Verjeeft en junt wordt verjeeft worden. Jeeft en junt wordt een gouden moed, dol je direct, taupt je scherret en evenval, en de schout je jeeft worden, wils met die moed die je voor andere brokken, wordt junt ook toegemeten worden. Lukas 6, vers 27 tot 38. De filosofie van dat Rijk Gottes is ganz anders als de filosofie van de wereld, want het om dat hanteren van materiële jita gaat. We nanen ons kinderen Gottes en zijn dat ook. Wel we dan ook zo omgaan als een ziemlicher Vader. Hij is te allem barmherzig, sogar te de ondankbare in de Beise. En die tijd als God met dit principe leert, had we in onze firma vele uitstående schulden. Besonder wij die dat te zijn, dat de meeste noten wat alvaardig wären, Christen wären. We wären te die tijd nog in Paraguay, en scheinbar schijnt dat ganz wat bekannter te zijn, dat Christen dat niet als snedig aanzagen, andere Christen te betonen wat ze schuldig wären. Dit onverantwoordelijke verholen baudert mij, en ik had al einen afkoot aangenomen om dat geld te sammeln. Ik voel me door even aber nicht ganz smakelijk in beet holend. Haar, wo wirst du dit hanteren? Ik had al etliche erfaringen met Gott gehad, wat met Finanzen te doen hadden, en wil nu wirklich weten wat Gott van al dit dacht. Dan traf ik den folgenden Vers aan. Wer die om wat prachat dem jeft dat, en wann die wer dat dien je wegneemt, dan vader dat nicht terug. Lukas 6, vers 30. Wann jemand seinen Zadel nicht betolt, aber wieder den Dienst hält, nimmt hij mein Geld. Ik dacht hastig, wo sich dort abtalen wird. Dort wird mich viel kosten. Ik had bloß 2 Dinge, wo ik van wählen kon. Will ik dit so hantieren, als mein Vater sagt, oder will ik nicht? Ik ben aber dit Methodes. Will wir die uitstående Schulden so hantieren? Dit wir so in der Bibel geschrieben, und wir wollen Gott seine Kinder sein. Wir trocken durch eine Lein und vergaten von der Sache. Nur die Rechnung no bleib wir hängen, ohne dat die Schuldner uns betolden, aber von binnen wir frei, en brukten wir da ook nicht je in onze Brüder und Schwestern holen. En, Gott sei Dank, wir haben auch die Zollen verjeten. En, wat Gott uns von dan gegeft hat, ist etliche Mal so viel als wat wir losleiten. Du hast bloß ein Weg, um Gott seine Segnungen zu kriegen, en dat ist, dort zu tun, wat hij sagt. Man wird denken, dat ich meine Lektion gelehrt haben wird, nicht so? Aber dort wir noch lang nicht über. Diese Lektion muss wichtig sein, wegen Gott der etliche Mal wiederholt. Eine für mich bekannte Person, wie an einer schwere lag, en käm no mi en vroeg mi no Geld und seht, dat hij mi bijna ein Jahr terugholen wird. Ich wist, dat hij dat nicht tun kon. Dat wie einfach allmählich. Ich wist nicht, wo hij dat te doen plant. Doris en ich vertalten darüber. Was soll ich tun? Wir kämpften wirklich mit dieser Sache. Ich will nicht eine Entscheidung machen, wo ich von Anfang an wist, dat ich Geld verlieren würde. Aber ich wist auch, dat Gott sieht, dat wir helfen sollen. Ich bete Gott also um besondere Führung. Ich bete dat hij durch sein Wort zu mir reden wird, und dann wählen wir einen Bibelvers von unser Daus. Und wat je lief seht, der Vers. Wer die wat prachat, dem jeft dat. Lukas 6, vers 30. Ich wist dat al, dat dit weer wat de Bibel sieht, aber nur allem nur wist Gott, dat mir dat an Besteuerung fehlt. Ich gef dem Mann dann de Sam, wo hij noch vroeg, und dat passiert gleich so, als ich dacht. Hij kon dat nicht betonen, als ein Jahr vorbei war. Ich versucht ohne Erfolg etliche Mal dat Geld zu kollekten, und am 7. Jahr schmeid ich den Schuldsadel in die Meldus nennen. Wann ich die andere Person in so einem Fall traf, kann ich ihm sagen, für jed von dat Ewige, mocht Gott die segnen.
wann wir uns nicht bejenen, als dat ook krijgt so gut. Dort aufgeben, losloten, säen und dort storven loten, dort ist Gott sein Weg, wat mol te nemen. Wann wir vergeven, wo wir door dich leichter, en Gott kann uns dann beter sehnen. Diese Ort von Lien stellt uns zweig davon ab die Probe. Je weg, wen ich von dem anderen einen gewünscht haben will, oder will ich die andere Person wirklich sehnen und helfen. En dat Kreditsystem von dieser Welt, je wie von dem Schuldner einen gewünscht zu tragen. Gott tät das nicht so. Sagt, ich gebe, ich help, ich opfer mich selbst für die. Wenn ich jemand Geld lieh, kann dat vorken eine ziemlich kleine Zahl sein, wenn wir daran denken, dat Jesus sein Leben gaf. Vergelijk met dat grote Geschenk als dat wat wir geben sein hat. Wenn ich jemand helfen will, indem ich wat Geld ohne Interesse lieh, sogar wenn dat meine Tochter ist, soll ich dort danach mit ihr bereden, wo sie dat teruggeben will, wofür sie terugholen will und wanneer. Ich will die andere Person helfen, aber in dieser Zeit soll ich mein Geld versichern terugkriegen. Dat geliehen Geld soll helpen in ihr Kapital vergrateren, besonders wenn ich dat ohne Interesse brocken lot. So kann sie ihr Geld haben vermehren und dann mein terugholen. Dat ist sehr wichtig, sich an beständige Tollingen zu vereinigen. Sei nicht, dass die andere Person terugholen kann, wenn sie das Geld ihr schafft. Das ist nicht einzelheitlich genug. In den meisten Fällen wird das nicht passieren, oder dort wird viel lauter worden, als du denkst. Stell dir dort vor, dass du jemand Geld geliehen hast, wat die noch nicht 1 Cent teruggetold haft, aber nu geht dat am Geschäft geht, und hat sich ein neues Auto gekauft. Dat kann mich doll machen. Bist du mir nicht Geld schuldig? Sollst du mir nicht erst einmal zurückholen? Das bringt dort leicht bei Streiterien in Zank. Dat Verhältnis zu beschützen, sind klar beredene Sachen, sogar mit unsere eine Kinder und no Verwandte eine sehr gute Halb für beide Seiten. Wann wat klaret bereid ist und die Schuldner groten Erfolg haft, en wat von dat Geld für sich selbst brucht und dat Beredene ober not kommt, dann ist zwischen uns alles in Ordnung. Wann du dat Trägtolen oploten wirst und sagst, tol mi dat Träg, dann wann du wirst und wann immer du kost, dann würde ich roten, dat du dat Furz aufschriftst. Dann bist du frei und die andere Person auch. Aber dat geht auch anders zu tun. Diese Sachen klar zu bereden, kann dem Schuldner auch helfen zu lehren, wo sie Geld verantwortlich hantieren müssen. Und vergeht dat nicht. In jeder Fall gehört die Schuldsadel nur 7 Jahre an die Meldung nennen oder an den Papierschrauder, wenn du einen hast. Weil ich, dat Gott meine Sünden und Fehler je in mir hält und verlangt, dat ich ihm dat trägtol, wat ich ihm schuldig sie? Ich kann mich noch an Tiden denken, wo ich dat Tiende nicht einmal betonen kann. Ich kann bloß von dat geben, wat Gott mir vorher gegeben hat, und einmal käme ich nicht noch. Für eine Zeit lang schreib ich mir dat sogar doll, wat ich am Tiende auftolen noch schuldig wir. Dann sieht Gott zu mir, Victor, vergeht dat. Du bist nicht dadurch erreicht, wen du dat Tiende tolst. Ich sehe die nicht, wen du dat Tiende tolst, aber wen ich Gott sieht zu die. Ich vergebe die und ich sehe die. Nehmen wir Gott seine Vergebung für uns an? Keiner von uns kann sich dat leisten, dat nicht unternehmen. Erst du einer von uns, wat dat Geld immer so hantiert haft, als Gott dat will? Ich dei dat vorken dono, als wat ich doch wat reicht wir, en erfällt meine Wünsche dono, als mir dat jankert, wen ich dat Geld ha dat te donen. En fruch nusch no Gott. Vielleicht habe ich damit auch für Gott gesündigt, wen ich dat Geld nicht selber hantiert. Ich hab Vergebung nötig für meine Finanzen nicht recht hantieren. Soll ich andere nicht auch vergeben, wenn sie dort nicht recht hantieren? Oder will ich bloß an barmherzig alles ansammeln und alle Barmherzigkeit verlieren? Ich denke, die Antwort ist klar. Wir weiten, was wir wollen. Wir wollen Gott seinen Segen haben, und Gott sein Segen ist viel wertvoller als alles, was Menschen mir jemals würden trägtolen können. Die Sod, was wir an der Erde angeben, stirbt, ohne Gelegenheit sich wahrer zu erholen. Aber dadurch war es eine Plant, was dartig, 60 oder 100-mal mehr reicht, als was wir losleiten. Jeven bedient Säen und Säen bedient Ernten. En hij, die dem Sämann so zum Säen und Brot zum Eten jaft, wird auch günd mit so versorgen und dort sich vermehren loten. Hij wird dort gaude wat gedaunen, zu einer Recke Arend worden loten. 2. Korinther 9, Vers 10. Gott sein Segen kommt euch mal nehmen, dort teilnehmen von jeder gegrenzt ab Gehorsam und Vertrauen. Wenn ich Gott sein Wort gehorsam sie und die Gelegenheiten nutz, um freigebrig zu sein und zu vergeben, dann stelle ich mein Vertrauen ab Gott und nicht darauf, dass die Person mich zurückholen wird. Wenn ich mein Vertrauen ab Gott sagt, nimmt dort mal, was ich habe.
Weil wir die Geschichten von Jeven und Kriegen an der Bibel behouden, auch die, wo die Wet frühers für die Propheten Elia und Elisa arbeiten, und wo Jesus die 5000 und die 4000 te eten gaf. Wann wir dort, wat wir haben vrijewig brocken worden, wat Gott dort mal nehmen. Wann wir jeven, investieren, in Gott vertrauen, passiert dort mal nehmen. Wann wir jeven, je wir dort am Douten an. Dann haben wir dort wirklich losgelassen. Die waren alle Seiten han recht gemacht, dat die Rief utteilen können. So waren viele Gott für die Gaven danken, die wir an vermitteln. 2. Korinther 9, Vers 11. Wann wir die Menschen von ihrer Schuld loslassen, verursacht wie Dankbarkeit an ihre Horten. Dit ist auch ein Weg, um Gott sein Kennenrecht von Barmherzigkeit durchzustahlen. Wenn jemand uns von was frei macht, sind wir auch dankbar. Als die Person Gott durch verirrt oder nicht, das ist nicht so wichtig. Dankbarkeit wächst an ihr Hort, in allgemein waren Menschen Gott danken und ehren, wie in dit Wunder sind, was wir in unserer Gesellschaft allgemein nicht seien. Gott wird geehrt durch Jeven und Verjeven. Wort für ihn sehen.